Das Gees eine Grossmutti aus dem Kandergrund. Als ich ein kleines Mädchen war, konnte ich alle mit dem Grossmutti Gees hüten. Gees eine Grossmutti haben wir mal gesehen. Eben weil es ein paar braune Gees hatte und dann noch einen stehigen und riesengrossen. So ist mir immer vorgekommen. Ein Geesbock dazu. Zum Glück sind die Gees und vor allem der Bock in einem Stall der ein bisschen weg vom Haus ist gestanden. Sonst wären wir Wäger nicht so viel zum Grossmutti gegangen. Weil es war besonders ein Liebes und was ganz wichtig für uns Kinder war, es hatte etwa Schokolade oder Täfeli. Und eben nicht solche, wie wir daheim hatten, sondern ganz besondere. Die Schokolade hatte einfach viel besseren Geschmack als die daheim. Und es hat halt auch Bärendreck und Kandiszucker gegeben. Und das haben wir dann gerne gegeben. Wenn wir sie als Gees hüten, sind wir alle im Innerkandergrund bei der zentralen Uhr. Die hat einen unheimlichen Krach gemacht, wegen diesen riesigen Turbinen. So als kleines Mädchen hat man schon ein bisschen Respekt vor diesen Ungetüm. Wenn wir dort vorbei waren, war mir alle schon wohler. Und von dort sind wir dann hinterher Richtung Kandersteg bis vis-à-vis vom Blausee. Gees wollten etwa nebenaus. Es war nicht gerade einfach, sie dort durchzujagen, wo wir wollten. Aber sonst haben sie im Grossmutti ganz gut gefolgt. Es war halt auch zu ihnen so lieb und nicht nur zu den Leuten. Auf der Weide angekommen, konnten die Gees fressen und die Grossmutti und wir Bursch haben zusammen getorfen. Manchmal haben wir Bursch auch zusammen Spiele gemacht. Versteckerlet haben wir etwa am liebsten. Der absolute Höhepunkt vom Nachmittag war dann das Zvieri. Ein so guter Kaffee, wie die Grossmutti hat gemacht, hat gewiss nie noch jemand machen. Milchkaffee war es, aber eben ganz besonderer. Und wir haben es genossen, von diesem herrlichen Kaffee zu drehen. Dazu hat es dann ein grosses Stück Brot und wunderbaren köstigen Käse gegeben. Wir sind viel auf eine Stehuhr gehockt und haben dort das Festmahl verspissen. Wir Bursch haben auch die Leute beim Blausee beobachtet. Wir haben gerade ganz schön ins Wägli durchgesehen, wo sie vom Blausee Aachen zur Fischzucht gelaufen sind. Wir haben doch gegen etwas gewusst über die Leute zu erzählen, auch wenn wir eigentlich gar nichts von ihnen gewusst haben. Gegen Abend ist es dann gegen Heim gegangen. Und da auf dem Weg haben wir manchmal gerade burgert, ob echt da in diesen Wäldern und Steinen innen Geister oder das Hagemendi könnten sein. Besonders das Hagemendi haben wir dann gefürchtet. Wir waren nämlich nie sicher, ob es das Mendi wirklich gibt oder ob der nur der andere Grossvater gespielt hat. Weil wenn das Mendi daheim kam, ist der Grossvater nie rum. Aber eben so sicher sind wir uns nicht. Und manchmal habe ich geträumt, dass dort in diesem Wald komische Gestalten ihr Unwesen treiben. Und dass darum alle Steine kommen zu trollen. Und darum bin ich mit gemischten Gefühlen mit dem grossmutigen Gees hüten, auch wenn ich Freude hatte, mitzugehen. Ja, einfach gesinnet, dass zu einem so lieben Mensch wie die Grossmutti keine bösen Geister kämen. Und das hat mich dann beruhigt. Mit dem Grossmutti zusammen haben wir Gees in den Stall getan. Und bevor wir heim zu den Eltern gegangen sind, haben wir dann noch etwas Gutes auf den Weg bekommen. Der Weg war zwar kurz, aber wir konnten ihn lang machen. Wenn wir etwa noch beim Furtbächli vorbeigelaufen sind, ist meine Schwester nie mit trockenen Kleidern heimgekommen. Oder dann hat sie die Schuhe ganz nass und dreckig gehabt. Wir wollten halt probieren, die schönen Fische zu fangen. Aber die waren viel tiefer als wir.